Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Wir sind hier wie immer in der Ego-Perspektive und wir sind jetzt bei Michael daheim. Wir haben ja in der letzten Folge die Mission vom Lester gemacht, wo wir ja hier den Mark Zuckerberg im Game weggesprengt haben, bös gesagt. Beziehungsweise der Typ einfach von Life Invader. Und jetzt in dieser Folge machen wir die Mission gerade von Michael. Wir haben ja noch eine. Wieso läuft er so langsam? Weil wir einfach im Haus drin sind. Normalerweise kannst du noch schneller laufen, oder nicht? Komisch. Also, wir haben eine Mission noch von Michael gehabt. Allerdings sehe ich die jetzt so gerade nicht mehr. Ist sie echt verschwunden? Keine Ahnung, dann fahren wir mal weg. Dann sonst machen wir halt die Mission vom Lester. Ja komm, wir machen die Mission vom Lester. Weil dort ist ja das mit das ist jetzt die Mission mit kann ich sagen, hure sicher. Wo man kann ausspähen. So, jetzt. Jetzt ist das M wieder gekommen dahinter. Aber wir fahren jetzt schnell kurz zum Lester hinterher und starten eben wie gesagt die Mission. Jetzt gehen wir schnell kurz hier helfen. Wo müssen wir her? Schnell Amanda helfen da, wir müssen unsere Ehe retten. Wow, verdammter Sprung. Das ist gerade da vorne, sicher den Postboni laden. Oh, das Lied, das läuft, ist schon von einem GTA Online Trailer. Wo die Free Events gekommen sind. Hauptsächlich weiss ich das. Eigentlich nur traurig. So, also, fahren wir jetzt hier schnell kurz zu dem Man da. Wir müssen helfen da. Can you please step back, sir? I told you, she's a biter. Ist eigentlich ein Streifenwagen? Ernsthaft? Das habe ich noch nie gemacht. So geil, das habe ich noch nie gemacht. So geil, das habe ich noch nie gemacht, die Mission. What the fuck hat 3 Sterne? So gut. Also. Ja, die werden wir wahrscheinlich schnell loswerden, nehme ich mal an. Wow! So, wir warten schnell einfach da jetzt. Das ist mir schon weiter weg. So, also da sind wir da. Wir liefern sie ab da. Und mich jetzt wundert, die ist undankbar. Jetzt die ganze Fahrt hat sie nur gemotzt. Ey. Okay, sie hat jetzt gleich Danke gesagt. Kann ich das Auto nicht behalten? Ist also in die Garage rein? Oh, das geht. Nein, jetzt haben wir einen Polizeiwagen. Woo! Dann noch so einer, der eben nicht eigentlich normalerweise immer rumfährt. So ein anderer halt einfach. Gut, also, dann würde ich jetzt sagen, wir machen die Mission halt hier von Michael, wenn wir schon da sind. Statt der F9 dort. Jetzt sind wir schon kurz weglaufen. Das sollte eigentlich das M wieder hinter uns herporten. Ja, jetzt ist es schon wieder da. Kehren wir wieder um. Wieder raufsäckeln. Come on. So. Dann machen wir jetzt halt auch die Mission, weil jetzt zum Lester noch dort starten wird, die Folge recht lange in die Länge ziehen. Recht lange in die Länge ziehen. Einfach in die Länge ziehen. So, also starten wir die Mission hier. Stop with the emotions. You don't love me. You love what I represent. You love being the... Dude, do you even have a penis? Or are you one of those hermaphrodites born without genitals? Tricks up our sleeves, huh? Same. I'm just a nightclub singer with a broken heart. I still love you, Tony. Hold of yourself. You're in over your head and you're up there. Damn. Jimmy! God damn. The fuck you doing? Nothing. Really?
Because I keep hearing hermaphrodite this, suck cock that. Go away. What? You know, go watch your linear entertainment. Go watch porn. Just go away. Shit. Fuck you! What the fuck? Disrespectful little asshole. I can't believe you did that. That's my TV. You don't talk to me like that. I can't believe you. Mom was right about you. You don't know any better and you can't help it, but you're an asshole. Yeah, well, why don't you do something then? Besides just stand there. Why don't you hit me? Is that what you want, to be hit by your son? Yeah. No. I just want you to do something. Besides, sit there, eating. Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Wait. I'm just trying to help you. Yeah, well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all. I'm sorry. I just wish we could do things together. Yeah, what things? I don't know. Go for walks, play ball, You know I have bad glands. bike ride then. Bike ride. You want to go on a fucking bike ride? Fine, fine. Let's go on a fucking bike ride. Fuck me. A bike ride along Vespucci Beach? Okay, Dad. I got just the thing to show you. So, also gut, wir fahren jetzt hier mit dem Jimmy an Vespucci Beach runter und Mücken dort, Mücken, wir gehen natürlich, wir gehen die Velo natürlich dort mieten. Ich weiß nicht, wieso das immer Mücken will sagen. This day So. was going so well until you showed up. You know that? Also, dann fahren wir mal dort runter und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns, wenn wir dort unten sind. So, also, da sind wir hier angekommen. Jedes Mal denke ich so, geil, der Brick da dort. The bike rental. Please don't shoot the bike rental guy. Sieht schon nice aus. Force a habit. Und jetzt müssen wir hier Velos mieten und jetzt müssen wir hier Velos mieten und müssen jetzt hier mit dann irgendwo herfetzen. Ich glaube Sapir, oder? Ja, glaube ich. Also, wir müssen jetzt das Velo auswählen. Wir nehmen jetzt so wieder das Rennvelo. Okay, er nimmt einfach das BMX. Eigentlich kann ich das Rennvelo nehmen. Also, jetzt müssen wir das Rennen fahren. Ich bin noch nie in der Ego-Perspektive, glaube ich, das Velo gefahren. Aber wir fahren jetzt einfach mal. Der Jimmy ist einfach mal stehen bleiben, wie immer. Packt er wieder rum. Das letzte Mal dort, also das letzte Mal im alten Let's Play hat es ihn ja voll auf den Grind gelegt. Kommt he. Aber wir sind schneller. In der Ego-Perspektive fährt das Velo irgendwie ein bisschen direkter dunkel. Sonst sind die immer so... nicht so geil zum Fahren. Habe ich ihn verwünscht? Oh nein, habe ich nicht verwünscht. Schade. So, letztes Mal bin ich etwa zweimal auf die Fresse gefallen. Das passiert das mal nicht. Das mal weiss ich, wo ich durch muss. Aber eben, es lenkt sich viel besser. Das ist super komisch. Aus dem Weg. Ich habe gar keine Klingel. Die habe ich fast überfahren. Oh, jetzt verliere ich Leben. Streng mich zu fest an. Ja, aber wir sind eh weit vorne, oder? Ja, ja. Ja, voll easy gewesen jetzt. Ich hätte jetzt gedacht, da wird jetzt so schwieriger werden, aber... Der Jimmy ist schon dort hinten erst. Oh, jetzt habe ich überfahren. Nein, jetzt habe ich überfahren. Jetzt ist jemand gestorben. Hoffentlich nicht, oder? Oh, scheiße, ist gestorben. Upsi. Ja gut, wir gehen jetzt nochmal da richtig. Es ist gerade da vorne. Und dann haben wir da das Rennen gewonnen. Nice. So. Looks like you're buying your own TV. You know, this is real nice, Dad. Bonding, good times. Yeah, I'm giving it my best shot. Come on, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit?
And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford, so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. What? That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat, the one that makes a young, impressionable girl drop her pants and spread her legs. This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck. Ah! Dad, wait! So, also wir gehen jetzt Tracy holen dort. Oder voll der Rochen entgegen haben. So. Wo geht in die Ego-Perspektive schwimmen? Ey, das habe ich auch noch nie gemacht. Eben, also, ich könnte mir mal gerne in die Kommentare reinschreiben. Wer von euch spielt in der Ego-Perspektive GTA 5? Ich kenne niemanden, der das macht. Oder auch nicht freiwillig. Weil, also, wenn ich mal die Ego-Perspektive wechsle, dann nur wenn ich etwas genauer anschaue. Für das ist sie gut. Aber ich habe noch nie in der Ego-Perspektive das ganze Game durchgegamed. Also GTA 5, geschweige denn GTA Online gespielt. Keine Ahnung, wer das macht. Also, es ist ja schon cool, dass es drin ist, aber ja, irgendwie Rockstar ist auch ein bisschen unnötig gewesen. So, also wir sind jetzt aber hier auf der Yacht. Thank you. I'm a dancer, yeah. Hey, man, change. Whoa, whoa, whoa. Come on, sweetheart. Take me out of here. Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. That was What? your house? Yeah. Man, you got a killer pad, Mr. Isn't it awesome? Let's go. Those walls could talk. You think I do it? Hey, No. hey, Shit, ain't cool, Daddy. man. What are you doing? Hey! Fuck, man! I like them. Problem. You're such a jerk. Come on! Dad, you dumbass. These guys are serious. Yeah, well, so am I. Go to the seat of my fucking boat! Oh, motherfuckers! Get on, now! I'm about to skin you alive! God damn it! Go! So, also, jetzt müssen wir sie doch schnell kurz umnieten. Shit, they're coming after us. Go into that outlet. F off or my dad will like Ich kann hier nicht umschauen. Ich werde sie eigentlich schnell kurz abschiessen, aber irgendwie schaffe ich es wieder mal nicht aus der Ego-Perspektive raus. Die Dinge fahren aber auch verdammt komisch manchmal. What? What? Ich bin abgeschossen worden! Oh mein Gott, what the fuck? Krass! Hätte ich nicht gedacht, dass ich getroffen werde. Jetzt habe ich fast Leben, jetzt schaffe ich es vielleicht. Ich muss so schnell Pistolen nehmen. My dad doesn't miss, so just like F off, please. Ich treffe ihn nicht! Ah Mann, ich treffe ihn nicht! Ich hasse es, echt. Ich werde sie abschiessen, aber ich treffe sie einfach nicht. The outlet, come on. Wieso ist es so schwierig? We'll be safe in there, Michael. Kann ich? Mach es schon anders. I said the fucking outlet. So. So. Ganz einfach. So geht's besser. You killed them. Oh my god, this isn't happening. Take a deep breath. So, weil jetzt können wir eben hier einfach nur quer überfahren. Da sind wir schon wieder beim Jimmy. Ach, das ist aber so mühsam. Ego-Perspektive aus dem Auto rausballern. Ist so schwierig. You're an accessory to self-defense. Have I like got to be a witness because I like did some blow? I see that traitor. Jimmy! Jimmy! You fucking asshole! Listen, he's the fucking asshole, okay? He smashed my TV and he took me to the beach. The beach with my skin. So what, you sent him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you. I just told him where you were. You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like he gets sometimes, and he just went. I'm getting a cab. Come
coming with you. How about I just drive us home? You ruined my life. Alter, das Einschussloch auf der Brust hier, ey. Urhart. Gut, dann haben wir Mission bestanden. Papis kleines Mädchen haben wir... Ah, Gold geholt! Gold für das, dass ich ja sogar wiederholen. Nice! Nice, sehr gut. Schnelles Tempo, Stützräder. Oder fuck, keine Ahnung, was das ist. Aber wir haben Gold geholt. Irgendwie hole ich viel mehr Gold in der Ego-Perspektive als in der Third Person. Hure komisch. Also gut, dann würde ich mal sagen, wär's das mit dieser Folge von GTA 5. Wenn es euch gefallen würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und wenn ihr das Video teilen. Und sonst sehen wir uns dann einfach in einer anderen Folge wieder. Bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!